Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, es ist wieder mal Zeit für Pioneers of Pagonia. In unserer tollen Garnison, wo die Leute hier auf Patrouille sind. Und seitdem ich hier die Soldaten stationiert habe, statt den Wachen, ist hier doch relativ friedlich geworden. Ne? Da draußen keiner mehr anzugreifen. Hoffentlich auch. Weil, naja. Ich patrouilliere hier schließlich, ne? So, schickst du wieder rüber. Dann hätten wir hier auch den Kupfertagebau, der ist ja da. Für die Ralala, für die Ralala. Und Steinbruch. Der bricht halt überall. Hau ab, Mann, Entdecker! Ich kann nicht hin, da ist doch scheiße, Mann. Ja, tut mir leid, aber ist so. Okay, da ist noch die eine Quest, die ich noch brauche. War ein mysteriöser Ort. Bringe Vorräte dazu. Gut. Erstmal müssen wir hier die Banditen loswerden. Wie machen wir das? Wir brauchen dringend mehr Power. Sehr viel mehr Power. Wir brauchen noch viele andere Dinge, aber da muss man erstmal gucken. Ein bisschen Brot wäre auch nicht schaden. Doch das alles nach und nach. Jetzt haben wir hier erstmal die Straße, die weg muss. Und noch ein paar Häuser. Diesmal ein paar kleinere Häuser. Muss ich nicht mehr so übertreiben mit dieser Größe und so, ne? Wer bin ich schon, dass ich mir von den Größen halte? So. Machen wir es mal so. Dann haben wir hier ein kleines Wohnhaus. Hier eins, hier eins. Hier eins. Das Spiel müssen wir wieder mal zufrieden sein mit den Wohnhäusern. Und eine Windmühle und natürlich nach einer Bäckerei. Da kümmere ich mich jetzt auch gleich schon darum. Weil die Windmühle ist scheiße groß. Ich wiederhole mich, die Windmühle ist scheiße groß. Scheiße, Mann. Wie groß soll die Windmühle sein? Ja. Hier draußen die Platzierung wird schwierig, tatsächlich. In der Bäckerei muss ich nochmal gucken, wie ich dann das wieder nochmal machen will, aber jetzt erst mal das. Drei, vier sind jetzt die, ja. Weißt du was, ich reiß die ab, machen wir kleine Wohnhäuser hier. Klein, aber fein, la. So. Hätten wir das eigentlich soweit auch. Gebiet erweitern, ja, bin dabei. Windmühle gebaut, Wohnhäuser ist auch gut. Kohletagebau, Schmelzhütte. Ja, Schmelzhütte klingt sehr gut. Verdammter Dieb. Schmelzhütte, schmelzt. Ah, von dem her gesehen kann du die Grenzsteine bauen, weil spielt ja keine Rolle. Noch viele Waren hier. Damit starten Kupfermünzen. Ein eigenes Wappen, wa? Ich soll Kupfermünzen liefern. Eine Äxte liefern, ne? Eine Fraktionsbelohnung. Axt können wir doch theoretisch mal herstellen. Was brauche ich dafür? Abholzbretter und Kohle. Also. Mal gucken, ob wir noch Dinge hier haben, ne? Das Lager dafür. Hier habe ich auch so Steine. Da ist eigentlich den auf der Grenze weiter einzunehmen. Nee, komm. Der kann weg. Ups.
Also Marktstand wieder ein bisschen was anderes. Und vor allem ein bisschen was Falsches. Also die fertigen Steine, das macht hier soweit auch Sinn. Haben wir hier für Kupfer, dass ich eine Übersicht habe, Kohle, Eisenerz, macht ja die Eisenbarren. Oh, da brauchen wir beides. Haben wir seltene Ressourcen, aber hier den Silberbarren brauche? Ja, weil Silbererz brauche ich ja sonst für nichts anderes. Da war mal was. Ja, den Entdecker halt, ne? Ist halt so, wie es ist. So, warte auf Material. Was für Material wartest du denn? Auf Flachs. Hey, ich hab keinen Flachs. Mach doch keinen Flachs hier. Aber ich habe leider auch keinen mehr. Grasland schlecht. Hui, wie der Baum gerade gewachsen ist. So, trotzdem die Frage. Warte mal, habe ich hier schon etwas produziert? Ich glaube schon, oder? Da habe ich schon welche. Was kann ich mehr? Ne, kein Handelsträger. Müssen wir erst noch produzieren. Okay. Da nochmal ein Kohletagebau, warum auch nicht? Die haben so viele Nadelholzstämme, wa? So, also Windmühle haben wir, im Bäckerei braucht eigentlich noch, wartet auf Material, ja, mit dem Mehl oder beziehungsweise auf der Weizen wartet sie noch. Bäckerei kann ich sonst noch machen, also das relativ schnell hier. Weil vielleicht die Materialien hier relativ schnell mal weggehen, wa? Weil sie weg sind, das wäre nicht so gut. Nein, hier. Brot. Also Schmelzhütte, besser auf dem Weg. Er macht aus Eisenerz und Kohle, Silberbarren und Kohle. Bilde Bauarbeiter aus. Hm? Ja, man sollte halt Dinge ausbauen, wa? Bauarbeiter.
Okay, okay. Mach ich einfach mal, wa? Also Materialien hier produzieren und dann dem sagen, yo, Digi, mach hier mal 5 neue Planierer. Dann haben wir das nämlich auch gemacht. Stell leichte Rüstung her. Warte mal, leichte Rüstung war doch hier hinten, wa? Da hinten, ne? Naja, da traut ihr euch, aber gegen die traut ihr euch nicht. Gegen meine Soldaten. Also da hat man einen Kampf ziehen gegen die. Was soll schon passieren? Berühmte letzte Worte. So, Jagdhüte liefert glaube ich auch nicht mehr so viel, ja auch schon. Und eigentlich bin ich doch hier schon relativ weit gekommen, ne? Kann man hier auch mal den Wald hier routen. Ich will dann mal sagen, weil ich so viele Laubholzbretter habe, mal weniger herstellen. Baue Silbertagebau von Reichtum. Mhm. Wenn ich irgendwo Silber hätte, würde ich es machen. Oh. Okay. Nice. Ah, Bevölkerung. Sehr gut. Dann also Bauarbeiter sind dabei. Kohletagebau, der kann noch gebaut. Und auch gekohlt. Schon wieder. Der ist dabei, da werden noch geliefert. Die Dinger, Silberbaren, etc. etc. Schon im Gange, ja, da wird gerade geliefert. Eisenerz und Kohle. Bau eine Abenteuergilde. Was die Dieben denken können und draufgehen die stärkigen Werwölfe sind. So, so. Ja, bin auch schon sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Kupfer müssen wir jetzt ein bisschen was haben hier, oder? Ja, gut, komm. Wir haben ein paar Schwerter. Wenn er mit einem Eisenbahn Vorrang kommt, kann er sogar noch ein paar Eisenschwerter machen. Das Militärcamp, ne? Kann man gleich mal noch gucken. Warte mal. War ein Ausgangslager voll, das finde ich jetzt nicht so geil. Da kommt er gar nicht bis da hinten hin, ne? Diese scheiß Bäume wegbringen. Das ist etwas, was ich im Spiel auch ein bisschen schade finde. Ich meine, es macht irgendwie auch Sinn. Vielleicht bin ich da einfach auch ein bisschen falsch unterwegs, aber mir wäre es lieber, wenn ich so einen Baum einfach sagen könnte, hey, kill ihn oder schaffen wir sonst vom Weg, also schaffen wir einfach sonst weg, auch wenn ich dafür keine
keine Ressourcen, keine Materialien rausbekomme. Und damit ich halt trotzdem Gebäude hier bauen kann. Also kann ich halt nichts hier bauen, ne? Das ist halt auch Quatsch. So, und rekrutieren einen Waldläufer. Da brauchen wir leichte Rüstung und eine Fackel. Draufgänge gegen Werwölfe. Okay. Dann steht's die Abenteurer, die angegriffen werden. Okay, dann... Versuch's mal darüber. Das ist halt ein bisschen friedlicher. Ein Dieb hat mir was gestohlen. Das ist scheiße. Ja, so scheiße. Ja, Mist. Geht gar nicht so, ne? Die noch weiter runter kriege ich eh nicht. Die sind hier überall Herstellung im Gange. Da wäre doof, wenn ich die jetzt irgendwie abreißen würde. Oh, Hilfe! Ja, komm schon zurück. Also der Hintergrund, okay. Ich dachte, hey, was steht denn da? Aber war was ganz anderes. Garnison. Dahin. Dann haben wir hier also die Holzfällerhütte. Die ist am Holzfällen am Hütten. Okay. Kann ich also hier wieder abreißen. So. Die sind noch am Patrouillieren hier. Sehr gut. Langsam sicher mal an der Zeit, um hier auch zu kämpfen. Wer weiß. Ich habe eine Rüstungsschmiede. Kann ich nicht irgendwo hier unten bauen. Der Platz, Freunde, der Platz ist das Problem. Aber hier Grasland schlecht. Alles ist hier schlecht, wollen wir verarschen?
Also eine dämliche Map, ganz ehrlich. Überhaupt nicht meins, aber gut, dann ist egal. Komm. Haben wir hier die Rüstungsschmiede, bilde Bauarbeiter aus, ja, sind wir immer dabei. Wo war er? Hier. Den sagen, sie sollen sie angreifen, das geht irgendwie nicht, wa? Wenn zum Beispiel jetzt sagen, jetzt hätte ich irgendwie Bock drauf, was ist noch 3? Wo ist der Rest hin? Ah, gegen den, das ist ein Elite-Ding, ja? Elite-Bandit. Hat auf einen Haufen Soldaten abgekratzt. So, das heißt ja eigentlich, Soldaten wären schon die richtigen, ne, die ich hier bräuchte. Bronzeschwert, Holzschild. Eisenschwert kann auch schon. Eisenschwert und Holzschild. Ist auch gut, dann machen wir das endlich mal. Hier noch ein paar Holzschild mehr. Ein paar sogar Aufträge ausgewählt, okay. Ja, schon mal gerne. Weil wir hier noch Kettenrüstung. Veteranensoldat, ne, komm, wir machen mal bitte 5 für den. Wache mit dem Holzspeer war sicher noch 4 Stück. Stirb wie deine Brüder! Gut, ich würde trotzdem sagen, Leute, zurück. Aber bringt nichts, wenn da alle drauf geht. So, ich habe 4 von denen da noch. Dieses Lager zerstört. Wie jetzt? Wo jetzt? Wann? Wieso ist das alles offscreen passiert? Und vor allem wie? Also nur 3 Stück. Hä? Okay. Scheiß drauf. Gut, mal hier, aber da gar nicht mehr so viele Truppen tatsächlich. Das ist jetzt nicht von der Sorte. Ich würde sagen, die Patrouille ist noch da. Der Ausbau für die Rallala. Geht aber auch in die Richtung weiter. Weil ich habe ja noch ein paar Banditenlager, ne? Also so ist es nicht. Ist auch nicht so, dass ja schon alles Friede vor Eierkuchen ist. Nee, nee, nee. Polar gibt es immer so einen Elite-Banditen, ne? Das heißt, dieser Eisen... Nee, das ist noch Expedition. Lieferwaren, okay. Steht Eisenstatue her. Ah doch, hier. Warum soll das Ding sein? Oder was anderes werden wir sehen. Okay, dann haben wir hier meine Soldaten. Schon vorgeschriebene Soldaten, natürlich auch alles sehr, sehr geil. Was mir jetzt eben noch fehlt irgendwie ist, zum sagen, Focus Point, oder... Weiß nicht, ist das nicht sogar schon...
kann ich außerhalb meines Landes mit Patrouille setzen und somit eigentlich sagen, greift sie an? Stirb! Wie eure Brüder! So dass die Schwächen kommen. Hey, hast du das gesehen? Jo, Mann. Das war dein Bruder. Nein, es war mein Onkel. Was? Achso, der Feind. Okay, gut. Also die sind jetzt hier am Erweitern. Das ist jetzt nicht so das Thema. Viele Grenzsteine hier. Das haben vorgehende Soldat also, ne? Also mal so, nehmen wir jetzt mal nur die hier mit. Oder Kompromiss. Doch so. 5 plus 20. Die 5 sollen hier das Gebiet erweitern. Nachher 20 Soldaten noch. Weiß nicht, ob ich überhaupt so viele habe. Mein Militär 60, das ist gar nicht so schlecht. Für Fortgeschrittene 13 normale Soldaten. Und da waren noch ein paar mehr. Wir sind unterwegs. Der ist natürlich auch noch cool, ne? So ein Veteranensoldaten. Ja, warum machen denn die Schilde? Ah, hier Rüstung, Dinge. Kohle und Eisenbarren. Wenn ich die Dinger hätte und noch Eisenschwerter, ansonsten kann ich dann 10 Stück von den nochmal produzieren. Das riskieren schon mal angreifen. Ich habe jetzt 20 Stück, ne? 20 Krieger. Und weißt du was? Wir riskieren's. Attacke! Oder, falls es überhaupt klappt. Ah doch. Es lebe Schottland! Es herrsche Krieg! Ihr Lumpen, ihr Barbaren, ihr... was auch immer. Gut, der Rest muss relativ simpel sein, weil es gibt gar keine Dinger mehr. Elite-Dinger von denen. Wir haben es geschafft! We are die Größten. Okay. So. Dann holen wir uns noch ein paar mehr von denen tatsächlich. Wenn wir hier ein bisschen vorwärts kommen, Freunde. Patrouille mache ich trotzdem mal hier, obwohl es nötig ist. Veteranensoldaten in der Militärakademie aus. Bin ja schon dabei. Bauarbeiter. Das ist also die Ausbildung, wa? Was ich noch ein bisschen vermisse ist, ich weiß nicht, ob man das vielleicht sogar irgendwo sieht, dass ich halt auch sehe, wozu welche Gruppe ist. Ne? Ich meine, Wache, die können zwar kämpfen, sind aber eigentlich eher dazu da, um die Grenzen auszubauen. Soldaten sind vor allem für die gegnerischen Banditen da. Also die bauen nicht aus, die patrouillieren und kämpfen. Waldläufer patrouillieren vielleicht auf, sind aber für die gegnerischen Diebe. Nicht Bandite, sondern Diebe. Und Draufgänger sind für die Werwölfe. Aber wo sehe ich das hier? Ich meine, sowas kann man auch schnell mal vergessen. So. Deswegen bitte hier. Ja, in die Richtung, das stimmt schon.
Ich will zumindest in der Folge noch wissen, ob das Ding nicht das ist, was ich mir vorstelle. Die Rest von Banditenlager und so, ja, die muss ich mir dann halt einmal vorknöpfen, wa? Einfach näher halt eine Militärakademie bauen. Und dann klappt das. Nö, doch nicht. Also. Dann machen wir vorne. Versorgungsexpedition, das ist das Ding, was ich einfach hier dann liefern muss. Weil ich einen Weg dahin habe, ist nicht so das Problem. Schaffe Reichtum, dafür brauchen wir Silber. Das schaffen wir jetzt mittlerweile auch. Was das sein soll, keine Ahnung. Aber jetzt ist es ja so, dass die Diebe hier weg sind. Das heißt doch, ich kann eigentlich den Entdecker dahin schicken. Was will es dahin? Ja, seht ihr hier auch die Diebe, wieder maskierter Dieb, aber ja. Da halt die Waldläufer, die müssen irgendwie auch patrouillieren lassen oder so. Man sieht schon, es gibt noch viel zu tun. Wieso? Wenn ich Getreide mache und Brot will, wieso packe ich mir dann Kürbisse rein? Hä? War kurz langsam, ne? Ich brauche dringend mehr Farmland, und zwar gutes Farmland, weil das ist sonst hier echt doof. Das ist ja richtig doof. Veteranensoldaten haben wir. Sehr gut. Auch schon eine Garnison angekommen. Servus. Wie geht's? Wie steht's? Wenn noch ein paar mehr produziert. Sehr gut, sehr gut. Der Silbertagebau, ne? Da war noch was. Das auch mal noch. Ja, er muss ja mit denen irgendwie noch mich gut verständigen, wa? Sagen wir mal so. Wobei, ich habe jetzt auch Äxte. Nicht wahr? Ich habe ein paar Äxte mittlerweile produziert. Jetzt sage ich, machen wir mal 12 Stück hierfür, weil sonst war natürlich so ein Lager, also ein Waffenlager. Dann kann man eine gute Idee wäre. Schmelzhütte kommt mit den Eisenbahnen kaum hinterher, für alle Dinge, die ich gerade gebraucht habe. Er baut ja nicht ständig, ne? Also insofern müsste das schon geklappt haben. Also Reichtum schaffen, da ist klar. Expedition, ja, muss erstmal einen Weg dahin schaffen und dann geht es das auch. Liefere 12 Äxte. Also, ja, gerade angenommen tatsächlich. Die Eisenstatue, noch keine Ahnung, wo die Eisenstatue sein soll. Bei irgendwo auf der Seite oder so, keine Ahnung. Ja, und generell ja, das ganze Gebiet hier, ich muss das Ganze mal irgendwie ausbauen und vielleicht hier rüber mal und dann da durch und dann hier noch irgendwie ein bisschen was abbauen und so. Dann das Banditenlager hier einfach mal Kiel holen. Also ja, leider noch ein bisschen was zu tun, Leute. Aber ich muss zugeben, ich finde irgendwie das ganze Ding, das ganze Starkgebiet hier ist irgendwie auch doof. Ist überhaupt nicht so meins. Was da theoretisch machen kann, wenn man gerade ein Problem mit dem Flachs haben. Ich überlegt, ob ich Flachs nochmal nach in die Richtung ausbaue. Obwohl es reicht eigentlich. Ich brauche sonst Flachs nur für die Weberei, um Seil und Stoff herzustellen. Das kann ich zwar endlos machen, aber wiederum dann die ganzen Seile und Stoffe, die brauchen wiederum explizit für gewisse Aufträge. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich hätte gerne so und so viele Rucksäcke und so, dann klappt das schon. Produkte, noch ein Eisenschild, war das noch dabei? Nach hier, Herrschung im Gange, klar, jetzt muss halt beides machen.
Jetzt auch nochmal eine Schmelzhütte. Könnte ja sein. Die Bäckerei ist auch so ein Thema. Und ich nicht so sicher bin, wo ich die platzieren soll. Wir haben eine Sammlerhütte. Da ist schon alles ein gewisses Problem. Theoretisch können natürlich auch hier, aber da kriege ich gerade die Dinge nicht hin, die Bäckerei hin platzieren. Doch wiederum, ich habe so viele Wohnhäuser, brauche ich immer noch so viele oder verzichte ich zum Beispiel auf das Ding hier. Das ist auch mal temporär. Und sage stattdessen, hätte hier gerne nochmal, hätte hier gerne noch eine Bäckerei. Eieiei. So. Tun wir mal fürs Erste, wenn den Rest noch irgendwie anders machen wollen, können wir immer noch gucken. Über Tagebau haben wir dann auch. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, die Dinger hier, die Freundschaft irgendwie zu erreichen, wenn wir irgendwie auf Status Freund kommen oder so. Und natürlich die ganzen gängerischen Banditen noch und Diebe vor allem noch Platz machen. Wobei ich mich frage, wenn es für Banditen ein eigenes Lager gibt, also jetzt das stören müssen. Wissen das bei den Dieben? Gibt es das dort auch? Oder eher weniger? Warte mal. Hier, Patrouille nimmt das und das Land ein. Ja, das heißt schon, Option natürlich auch hier zu sagen, hey, ich brauche euch gar nicht mehr und stattdessen nehmen dann Soldaten mit. Um so das gegnerische Lager nochmal zu zerstören, das wäre ja auch eine Option. Ob das sinnvoll ist, ich habe keine Ahnung, wir sehen es für die nächste Folge dann, so was mal ein bisschen vorgemerkt. Ich habe hier sicher Militärcamp noch ein paar Veteransoldaten vor allem, ne? Ich habe noch gar nicht so viele Soldaten, steht da gerade fest. Mir sind da doch einige abhanden gekommen. Das ist doch kacke, Mann. Machen wir so. Ein forschender Soldat, 8 normale Soldaten, 4 Veteranen. Ja, ich meine, mit denen kriege ich vielleicht schon das ein oder andere hier hin, aber am nächsten Part werde ich ihn noch ein bisschen ausbauen. Das ist jetzt nicht so weit, weil ich hier natürlich die ganzen Grenzsteine so einen Gegner noch habe. Aber ab und zu noch irgendwas zu platzieren und natürlich das Gildenhaus, Handelslager kann man da noch gut jetzt machen. Baustellen können wir auch hier jetzt auch nicht mehr, das heißt, es gibt auch hier oben noch eins. Kann man schon mal andenken. Ach, weißt du was? Ich quatsch immer so viel und mache nie wenig. So. Da war hier. Langsam sicher habe ich es raus. Hoffentlich. Gut, die bauen wir mal so hin. Dann machen wir sie hier nicht mehr. Passt, oder? Gut. Aber dann nächste Folge hoffentlich das wegzukriegen. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier weiter gegen Banditen geht oder sonstige feindliche Mächte. Wir haben noch viel zu tun. Bis dahin, ciao zusammen.